das also Wunsch, das dort zu redressieren, auf für den politischen Druck auszuüben, machen wir eine Proposition de loi, die ich heute an der Chambre deponieren. Die Proposition de loi will die Unklarheit beseitigen, die am Blick existiert, dadurch, dass man all die Dispositionen, die herausgelöst wurden bei der Reform vom Gesetz, das den 1. Januar in Kraft getreten ist, abfeiert an Gesetz, inklusive Kurssortie. Das ist eigentlich der einzige Objekt von dem Gesetz. Wir wollen Klarheit, wir wollen die Klarheit auch sehr, dadurch, dass wir draufschreiben an der Proposition de loi, dass d'entrée en vigueur direkt den ersten von dem Monat aus und dem Gesetz gestimmt gehen ist. Die Proposition de loi hat natürlich auch als Absicht Druck auszuüben, weil wenn die Regierung nicht selber den Fehler korrigiert durch ein Projet de loi, eine Revision von dem Gesetz, was da gemacht gehen ist, da sind wir auf jeden Fall von unserer Seite fest dezidiert, zu gucken, dass wir die Proposition de loi so sehr wie möglich durch die Instanzen kriegen, am Interesse von all den Leuten, die unter den neuen Umständen leiden. Es darf das nicht unterschätzen, was den Abschnitt für die Leute bedeutet. Für viele von ihnen wird die einzige Möglichkeit, von der Woche irgendwo rauszukommen, wir können den Kontakt zu einem normalen Leben nicht zu verlieren, das Ackaufen gehen, vielleicht doch kurz an einen Kaffee gehen, an eine Patisserie, einfach Leben nach Teilholen an einer mehr individueller, mehr freier Form, als die Leute aber geholt gehen. Auf jeden Fall ist das die wahrscheinlichste und die wahrscheinlich richtigste Interpretation von dem Gesetzestext, das auch ist. Sodass wir hier probieren, wirklich Lebensqualität von den Leuten zu sehr wie möglich herzustellen, soweit es geht, am Respekt von ihrer Autonomie und am Respekt von ihrer Dignität.